Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. So, jetzt gucken wir nochmal, was wir mit unserem tolle neue Geschicklichkeitspunkt anstellen können. Und versuchen nochmal unser Glück beim Richter. So, 51, ich weiß nicht. Ist der Typ bei sich daheim oder ist der wieder im Rathaus beim Kaffeeplausch mit Statthalter Larius oder wie der Hansel heißt? Die Bürgerin ist auf jeden Fall hier. Der Richter, der feine Herr, der pennt natürlich noch. So, dann sollten wir hier auf jeden Fall nochmal speichern. Da, das will ich haben. Du mieser kleiner Dieb! Okay, funktioniert nicht. Dann probieren wir es halt noch einmal. Also wenn es jetzt auch beim zweiten Mal nicht funktioniert, dann lass es gut sein. Hey du! Hey du, Hansel, hier, zuck. Du mieser kleiner Dieb! Na gut. Wobei. Ah ne, die Richterwache kommt dann schon arg gekackt. Okay. Ich probiere ihn trotzdem mal zusammen zu kloppen. Eventuell wird's ja was. Schauen wir mal. Wir sprechen uns noch! Alter, bleib. Gott, der Typ hält ja aus ohne Ende. Das ist ja heftig. Na gut, dann wird es wohl nix. Der Richter, der kann auch echt einstecken, muss ich sagen. Ich habe nicht gedacht, dass der so hartnäckig ist. Sein Buchkommode ist auch nicht sehr hilfreich. Was ist los? Okay, dann bringt uns das nicht weiter. Dann gehen wir halt wieder zu Lord Hagen. Und gucken mal, wie wir da in der Hauptquest jetzt ein bisschen weiterkommen. So, für den Jumbo. König. Für den König, genau. So, dann ist doch hier unser guter alter Freund oder unser guter neuer Freund, Lord Hagen. Ich habe schon von dir gehört. Lothar hat mir berichtet, dass du mich sprechen willst. Du bist der Fremde, der das Auge Inos gefordert hat. Genau. Ich bin Lord Hagen, Paladin des Königs, Streiter unseres Herrn Inos und oberster Befehlshaber von Khorinis. Das ist Ich habe gerade so viel zu kracht. tun. Also verschwende nicht meine Zeit, sondern sag mir, warum du hier bist. Habe ich nicht vor. So, erstmal hier. Was weißt du über das Auge Inos? Es ist ein göttliches Artefakt. In den alten Prophezeiungen wird es im Zusammenhang mit Drachen erwähnt. Doch die Schriften sagen auch, dass nur ein erwählter Inos es tragen kann. Na dann, hier. Die Armeen des Bösen versammeln sich ganz in unserer Nähe, im Minental. Im Minental? Wir haben eine Expedition dorthin entsandt. Wir kennen ebenfalls Berichte, die besagen, dass der Pass dorthin von Orks besetzt ist. Aber von einer Armee des Bösen ist bisher nichts zu mir vorgedrungen. Was für eine Armee soll das sein? Es sind Drachen, die Scharen von Dienerkreaturen um sich versammeln. Drachen? Laut der alten Schriften ist es viele Jahrhunderte her, dass Drachen das letzte Mal gesichtet wurden. Sag mir, warum sollte ich deinen Worten Glauben schenken? Weil ich's Die weiß. Frage ist doch nicht, ob du mir glauben kannst. Die Frage ist, kannst du es dir leisten, mir nicht zu glauben, wenn ich die Wahrheit sage? Solange ich keinen Beweis habe, kann ich mir nicht leisten, noch mehr Männer dorthin zu schicken. Okay, erstmal hier. Warum seid ihr nach Khorinis gekommen? Wir sind in wichtiger Mission für das Königreich unterwegs. Unser Befehl kommt direkt von König Roba. Ich sagte dir, dass wir eine Expedition ins Minental geschickt haben. Sie ist der Grund unserer Anwesenheit. Dann hier nochmal. Was machen deine Männer im Minental? Ich sehe keinen Grund, dir das zu verraten. Okay. Ja, wahrscheinlich Erzscheffeln, oder? Was ist hier? Ich will mich in den Dienst des Ordens stellen. Ein Kämpfer Innos zu sein, bedeutet sich ganz und gar in die Sache Innos zu stellen. Nur die edelsten und mutigsten Recken werden in unserem Orden aufgenommen. Wenn du wirklich die Absicht hast, ein Paladin zu werden, musst du beweisen, dass du würdig bist. Ja, so edel bin ich ja nicht als Neuling, aber so what? Hier? Wie kann ich mich würdig erweisen? Deine Taten werden zeigen, ob du würdig bist. In Innos Namen kämpfen wir für Freiheit und Gerechtigkeit. Wir kämpfen gegen Belia und seine Schergen, die Innos gerechte Ordnung zerstören wollen. Verstehe. Gar Ja. nichts verstehst du. Unsere Ehre ist unser Leben
und unser Leben ist Innos. Ach, Ein Gosh. Paladin zieht Innos preisend in die Schlacht. Ja, und genau. viele von uns haben ihr Leben auf dem Altar des ewigen Streits zwischen Gut und Böse gelassen. Dieser Tradition hat sich jeder einzelne von uns verpflichtet. Wenn wir scheitern, beflecken wir die Taten unserer gefallenen Kameraden. Nur wer dies wirklich versteht, Kann der mal die Schlappschnute ist halten? würdig, ein Paladin zu sein. Sag mal zu, du dummer Hund, ich hab da Avatar von Belia gelegt. Was kann ich ja noch Größeres machen, du Dappschädel? Aber so what? Ich soll dir also einen Beweis bringen. Genau. Überquere den Pass und mache dich auf den Weg ins Minental. Jo. Suche dort nach der Expedition. Und wenn du sie gefunden hast, sprich mit Kommandant Garond. Wenn jemand weiß, wie die Situation vor Ort ist, dann er. Falls sich deine Worte bestätigen, dann bin ich bereit, dir zu helfen. Das Okay. heißt, du wirst mir das Auge Enos aushändigen. Das Auge Innos. Gut. Bring mir den Beweis, dann sorge ich dafür, dass es dir gestattet wird, das Amulett anzulegen. Okay. Dann kann ich sagen, ich habe dein Wort in dieser Sache. Das kannst du, denn du hast es. Sehr gut. Das kann er nicht brechen. Das ist schon wichtig. So. Wie soll ich über den Pass kommen? Ich gebe dir den Schlüssel für das Tor am Pass. Doch du wirst deinen Weg durch die Reihen der Orks finden müssen. Möge Innos dich schützen. Jo, Allah. Rückkehr in die Kolonie, Kapitel 2. Schlüssel zum Pass erhalten. Schön. Okay, mehr kann ich jetzt mit dem Anime ausmachen. Hab doch noch gewusst, dass es mich dann noch Kapitel 2 bringt, das Ganze. Da ist noch ein guter Ingmar. Laut der mir vorliegenden Berichte ist das Minental ein gefährlicher Ort. Du Mach solltest Sache. dich gut ausrüsten, bevor du losziehst. Ich war schon dort, also, ne? Nur so nebenbei mal. Sehr schön. Dann. Ja, nur Innos entscheidet über Recht und Unrecht, genau. So, dann können wir aber nochmal mit deiner Händler schwätzen. Zurzeit ist Okay, war nach wie vor noch hier der Mr. Verräter himself. Und wie schaut's dann hier aus? Und das ging ein in Belias Reich, genau. Dann sollten wir aber nochmal mit der Händler sprechen. Ich glaube, die haben in dem Kapitel ein bisschen andere Ware. So, das holen wir uns auf jeden Fall. Vergessen, auf jeden Fall. Schlaf, Wachse nützlich. Die südländische Verteidigung. Ein Lehrbuch zum Kampf mit ein Handwaffen. Der Doppelblock. Ein Lehrbuch zum Kampf mit 2 Handwaffen. Kostet aber ordentlich Gold, muss ich sagen. Okay, wir können aber bestimmt jede Menge Scheißdreck verkaufen hier nochmal. Leicht dazu hinter bla bla. Dann hier den Quatsch. Können wir auch noch verkaufen. Wegen der Banditen behalten wir einfach mal einer. Hier das Wolfsmesser können wir auch fort. Hier dann die ganze Äste. Weil du bietet sich definitiv schon an, dass ich mir hier ein bisschen was Gescheites kaufe. Weißer Rum und echter Seemannsgrog. Oh, Lebensenergie-Bonus 1. Kann sein, dass ich damit dann meine Lebensenergie erhöhen kann. Schauen wir doch einfach mal. Ledergürtel, lassen wir mal Steinhaut, das kann fort. Der Kraft lassen wir auch mal dabei. Den ganzen Quark lassen wir auch mal drin. So, die Crawlerzange lassen wir auch. Haut eines Reptils. Njam, njam. Schattenläuferhaut, Schafsfell. Wir können sie leider nicht bei Bossbar normal verkaufen. Deswegen lassen wir es mal gut sein. So, hier die Wolfsfälle können auch fort. So, dann ein Aquamarin lassen wir auch mal gut sein. Genauso wie das. Die goldenen Dinger können wir ja nicht verticken. Das kann man nur bei dem anderen Hanselmacher, der Silberzeug von mir zu gute Preise abkauft. Feldräuberzangen können wir auch noch verkaufen. Da könnten wir auch noch relativ starke Sache schmieden, wenn wir schon mal Zeug brauchen. Und wenn wir schon mal Geld brauchen, dann kriegen wir auch noch einen guten Lohn dafür. So, dann nochmal mit dem Trankhändler, mit dem Salandrill-Sprecher. So. Zeig mir das. Genau, zeige mal. Okay, leider keine attributserhöhende Dinger. Aber er hat so tolles Amulett. Ja, Amulett der Flammen brauchen wir nicht. Jo, es wäre einfach, seinen Schlüssel zu stehlen. Ja, wäre das so einfach. So. Na, warte, du dreckiger Dieb. Ne, so einfach scheint es wohl nicht zu sein. Allerhopp. Dann
Da hat der nichts Tolles im Sortiment. Hauptsache mal über die Trese gekraxelt. Und dann retten wir noch mit der anderen Händler am Marktplatz. Was wir auf jeden Fall machen sollten, wäre beim Schmied noch ein paar Waffen machen. Und dann schauen wir mal. Ich weiß nicht, ob der Rohstahl oder für jedes Mal Häs sein muss. Wie viel haben wir dann überhaupt an Rohstahl? Dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Wo ist dann unser verflixter Rohstahl? Einer haben wir noch Häs. Das ist doch alles nur Noch einmal. So. Hier ist nix. Rohstahl. Na, wenn wir noch irgendwo unseren Rohstahl haben, da ist er. 14 Mol. Okay. Dann können wir 13 Mol nochmal arg glühen, wenn das soweit passt. So. Interessant, weil ich habe den Stahl das letzte Mal bei dem Schmied Bennett, bei der Söldner, arg geglüht und der ist immer noch glühend heiß, der Stahl. Das nenne ich mal Qualität, oder? Gut, der Hansel schafft gerade wieder unseren Meister. Dann gehen wir nochmal hier dran und machen nochmal gewöhnlich. Edles Langschwert. Womit denn? Okay, ich brauche wirklich glühendes Erz, glühendes Stahl. Okay, ist in Ordnung. 40 Stück habe ich insgesamt. Edles Langschwert. 1, 2, 3. Nicht aus der Fassung bringen lassen. 4, 5, 6, 7, aber schon 8, 9, 10, und dann noch 3, damit ich Rohstahl einfach noch so habe. 11, 12 und 13. Sehr schön. Gut, dann können wir uns jetzt abwechseln hier wieder. Zack. Und edles Langschwert. Das machen wir jetzt die ganze Zeit. So. Edles Langschwert. Für Schmiede haben wir später noch irgendwann Zeit. Um da nochmal mehr zu lernen. Wenn wir auch die entsprechende Stärke mal erreicht haben. So. Noch einmal. Immer weiter. Immer heiter weiter. Weil dann können wir nämlich jede Menge Zeug verticken. Und haben auch mal wieder ein bisschen Geld in der Tasche. Dann kann man nämlich auch das Zeug kaufen und dafür spart uns halt Lernpunkte. 10. Wenn wir noch 4 Mal machen. Du nicht. Hey. Hey, Okay. Da bist du ja wie. Ja, Allah, du, ich will das Zeug verkaufen. So. ich will... Gut. So. 3550, das ist ordentlich. Das ist ordentlich. Hey, du. Ups. Da bist Okay, edles Kurzschwert. Das ist das, was ich derzeit trage. Oh, das andere Zeichen habe ich auch schon mit vertickt. Okay. Das habe ich nicht gewusst, dass ich das... Ah, naja, aber es war natürlich logisch. Ich habe ja noch so ein Ding gehabt. Das war das, was ich von der Schmiede, von dem Pack gekriegt habe. Okay, edles Langschwert. Dafür brauche ich eine Stärke von 70. Alter Falter. Okay. Da ich doch sowieso derzeit eine Drakum an die Sache, mache ich da lieber so nochmal alles Womit denn? verkaufen. Hey, du. da bist Bla bla. Hier. gut. So. Okay, dann hier noch. Arbeitest du immer noch für die Paladine? Ich habe den Auftrag von Lord Hagen beendet. Gut. Ich stelle jetzt für ihn Erzklingen her. Allerdings gegen Bezahlung. Nebenbei habe ich aber auch wieder Zeit, ein paar Waffen für die Händler am Marktplatz anzufertigen. Sehr schön. Wenn du also eine gute Klinge suchst, solltest du mal dort vorbeischauen. Auf jeden Fall. Erzähl mir mehr über die Erzklingen. Erzklingen herzustellen ist ein sehr aufwendiger und teurer Prozess. Aber das Ergebnis ist eine leicht zu führende Klinge, die praktisch unzerstörbar ist. Sehr geil. Die Klinge an sich ist zwar von guter Qualität, aber erst in den Händen eines Paladins zeigt sich ihre wahre Macht. Die Schwerter der Paladine werden Innos geweiht. Dadurch wird aus der Erzklinge eine magische Waffe, die Sehr cool. unvergleichlichen Schaden anrichtet. Ja, sollte man uns Ich merken. möchte eine Erzklinge kaufen.
Ich darf nur den Paladinen eine Erzklinge verkaufen. Ja, Und die holen selbst wir uns dann auch. nur eine einzige. Heidewitzka. So. Also diese Erzklinge holen wir uns definitiv noch. Jetzt haben wir gerade 8567 Münze im Sack. Das heißt, wir können das Einhandbuch auf jeden Fall schon mal kaufen. Und dann haben wir auch nochmal unser Einhandtalente ein bisschen gestärkt. 11:07 Uhr, also es ist glücklicherweise noch morgen. Wir sollten uns auf jeden Fall gut ausrüsten. Dann sollten wir auch nochmal mit Vatras sprechen, wegen Ring des Wassers. Und dann könnten wir möglicherweise noch mit Lares quatschen. Aber ich glaube, diese ganze Nacht des Raben-Sache sollten wir wirklich erst machen, nachdem wir aus dem Minetal zurück sind. Dann sind wir nämlich wirklich stark genug für sowas. Das kann ja nicht So, weitergehen. bitteschön. Zeig mir. Zeig mir deine Ware. Doppelbock oder Doppelblock brauche ich nicht. Das brauche ich. Einhandwaffen. So, das hilft sowieso nur einmalig. Dann können wir es auch wieder verkaufen, das Zeug. Warum hört eigentlich keiner auf mich? So, weil du ein Dummschwätzer bist, deswegen hört keiner auf dich. Na, wo ist denn jetzt mein Einhandwaffenbuch? Da ist es doch. Südländische Verteidigung. Kampf mit Einhandwaffen verbessert um 5%. Das ist doch was, oder? Ich lese es euch einmal vor. Der Südländer kämpft nun mehr weniger mit der Kraft des Nordmanns als mit seiner Behendigkeit, denn im heißen Klima seiner Heimat bevorzugt er leichte Rüstungen, welche ihm mehr Beweglichkeit erlauben. Durch diesen Umstand hat der Südländer einen ihm angepassten Kampfstil entwickelt, der sich auf fundamentale Weise von den uns Bekannten unterscheidet. Das wohl bekannteste Manöver des Südländers ist wohl der einarmige Block mit rückwärtigem Ausfallschritt. Durch den Ausfallschritt gelingt es ihm, die Kraft des gegnerischen Angriffes zu mildern und so eine hervorragende Ausgangsposition zu erlangen, die zum direkten Gegenangriff genutzt werden kann. Sehr schön. Ja, es bringt uns jetzt halt nichts mehr. Ist 5000 wert. Im Endeffekt, wenn wir das Zeug verticken, 750 bringt es uns noch. Mehr brauchen wir auch nicht mehr. So. Ich habe so einiges. Jetzt haben wir doof jeden Fall schon mal was dafür gezahlt. Dann sollte man nochmal gucken, dass wir hier schnell zu Vatras kommen. Und der Mensch erschlug das Tier. Das hat auch nichts anderes mehr, ne? Es ging ein in Belias Reich. So. Wir hören den Jodo schon schwafeln, von daher gucken wir da mal. Und nett. Okay, das hat jetzt mal nicht so viel gebraucht. Das war nochmal ganz gut, dass ich hier gespeichert habe. Der Hopp, Mensch erschlug das Tier. ja. Und es ging ein in Belias Reich. Ah, sehr schön. So überleben wir das Ganze. Dann haben wir auf der Adanos Rettungskiste aber sah, gelandet. dass nun Ordnung und... Hey, So, Aligosch. Ich habe eine Botschaft für Meister Iskarot. Er ist der Wächter des Schreins vor dem Kloster. Wenn du diesen Weg für mich gehst, kannst du deine Belohnung selber wählen. Sehr schön. Okay. ich mach's. Dann nimm die Botschaft und wähle eine dieser Spruchrollen. Wenn du die Botschaft überbracht hast, werde ich dich angemessen entlohnen. Okay. Versiegelte Botschaft. Dann hätte ich ganz gerne Eis. Gib mir den Eispfeil. Gut. Dann mach dich nun auf den Weg zu Meister Iskarot. Dann hier nochmal. Ich bin bereit, mich dem Ring des Wassers anzuschließen. Dann hast du dort Hagen deine Nachricht gebracht? Jo. Ja, aber er hat mich ins Minental geschickt, um einen Beweis für meine Worte zu bringen. Du musst entscheiden, was du als nächstes tun willst. Mir war nur wichtig, dass er die Nachricht erhalten hat. Jetzt liegt es an ihm zu handeln oder auf deinen Beweis zu warten. Was dich betrifft, du hast bewiesen, dass du unverzichtbar für uns bist. So. Du sollst zu unseren Kindern gehören und in unserem Namen in die Welt hinausgehen, um Adanos Wille zu vollbringen. Perfekt. Ich übergebe dir deinen Ring des Wassers. Möge er dir dienen, deine Verbündeten zu finden und mit ihnen gemeinsam das Gleichgewicht dieser Welt zu erhalten. Adanos möge dich schützen. Geh nun hin und triff dich mit deinen Brüdern. Sie werden dich in der Taverne zur toten Harpie erwarten Okay. und dich in unsere Gemeinschaft aufnehmen. Saugut. Die Taverne wirst du kennen. Sie liegt auf dem Weg zu Onas Hof. Vergiss nicht, deinen Ring zu tragen, damit deine Brüder dich als einen der ihren erkennen. Geiler Scheiß, oder? So, 12:01 Uhr haben wir es jetzt. Perfekt. Was bringt uns der Aquamarinring eigentlich? Okay, dieser Ring gehört mir einfach nur. Gut. Okay. Und Inos. Sehr schön. Dann würde ich sagen, das nehme ich jetzt direkt in Angriff. Und
Die Minetal-Sache kommt auf jeden Fall auch noch. Aber ich werde mich nochmal hier umgucken auf dem Markt. Als Da nächstes... bist du ja wieder. Harald hat endlich den verdammten Auftrag Sehr für die schön. Paladine erledigt. Das heißt, ich habe jetzt neue Waffen im Angebot. Hast du Interesse? Also ich werde mich zuerst mal ein bisschen ausrüsten. Dann geht's ab Richtung Tote Harpie, Ring des Wassers. Botschaft für Iskaroth überbringen. Möglicherweise wieder zu Vatras zurück. Und dann ins Minental und dort noch kommen wir zu den Add-on-Sache. So, hier, bitteschön. Zeig mir. Okay, was hast du dann Tolles? Rohstahl holen wir uns auf jeden Fall. Quatsch. Kurzschwert ist auch Quatsch. Quatsch. Nee, alles Müll. Können wir derzeit nichts mit anfangen, nur mit dem Rohstahl. Das können wir in Gold investieren, wenn wir Waffe schmieden. Moment. Wir speichern erst einmal, bevor ich hier wieder so einen Schwachsinn mache. Na, warte, du dreckiger Dieb. Ja, genau deswegen. Okay, dann wird es wohl eher nix. Und... Kerl, zeige mal. Zeig mir deine Ware. Was hast denn du Schönes? Ah, ach, Rohstahl. Nehmen wir doch liebend gern. Schutz auf Pfeilen. Nee. Der hat leider auch nur Schampel. Eventuell hat der hier gutes Zeug für uns. Zeig. Und der hat... Oh, ein Elixier der Stärke. Ja, super geil. Das nehmen wir doch auf jeden Fall. Amulett der Erleuchtung, Lebensenergie und Mana-Bonus. Gürtel der magischen Abwehr, Schutz vor Magie. Dann sollten wir hier eventuell noch Zeug mitnehmen. Roter Tränen, Pfeffer. Ich nehme einfach mal mit. Ich glaube, das brauchen wir später noch. Göttliche Kraft der Gestirne. Könnte man Amokhafer einfach so. Monster schrumpfen holen wir uns noch, wenn wir einem Troll begegnen. Unwetter holen wir uns Amol. Windfaust nett, aber Blitzschlag wäre nicht verkehrt. Es wäre definitiv ein verkehrter paar Zauber einfach dabei zu haben. Und Feuerball holen wir uns Ammo 5er. Eiswelle holen wir uns 8 die Dinger. Untote vernichten holen wir uns die ganze. Feuerregen holen wir uns einfach mal ein kleiner Feuersturm. Perfekt. Dann holen wir uns hier noch ein paar Sachen. Dann läuft die Geschichte. Dann zwirbeln wir uns erstmal hier das Stärke-Elixier noch rein. Sind jetzt bei Stärke 30. Sehr gut. Sehr gut, die Sarah. Und was hast du noch, Sarah? Ah, da bist Ups. Was ist das Problem? Sie weigern sich ihr jetzt so. und aber sie kommen als ich Bla 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 bla. Das lassen wir jetzt mal gut sein. Achso, Akil. Huch, das leitet mich weiter. wenn du die aber da Ja, bla bla bla. Egal. War nicht so wichtig. So, die hat Fackeln, Pfeiler. Kriegshammer 55. Piratensäbel, Stabkeule, Steinbrecher. Nee, allesamt viel zu hoch für uns. Und du ahne mal. So. Okay. Dann. Du handelst mit Piraten. Was? Wer hat dir das erzählt? Stimmt, das wäre noch mit Ich habe mich Skip. mit einem von ihnen unterhalten. Er scheint in seiner Bucht auf dich zu warten. Was willst du machen? Es sind harte Zeiten. Jeder muss sehen, wo er bleibt. Hattest du keine Angst, erwischt zu werden? Das kann passieren. Du hast es ja auch herausgefunden. Aber du hältst doch dicht, oder? Erzähl mir nicht sowas. Womit handelt ihr? Ich versorge sie meistens mit Nahrung. Und von ihnen erhalte ich dafür den besten Rum, den man in Khorinis kriegen kann. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Okay. Was weißt du über die Piraten? Sie leben in einem abgelegenen Teil der Insel Khorinis. Soviel ich weiß, kann man den nur mit einer Kogge oder einem Schiff erreichen. Okay. Die Kogge Bürger ist von über Khorinis Schiff. fürchten sich vor ihnen, auch zu Recht, weil sie im Grunde ein Haufen übler Halsabschneider sind. Aber wenn du mich fragst, sind sie bei Weitem nicht so schlimm wie die Banditen. Das ist ja schrecklich. Okay. Ich könnte den Handel für dich abwickeln. Ich hab was anderes. Die Botschaft, was? Achso. Moment, was? Piratenhandel. Ach ja, hier. Okay. Das wäre gut. Ich kann Khorinis zurzeit nicht verlassen. Das darfst du keinem Hier, erzählen. nimm dieses Päckchen und sag Skip, dass er mit dem Rum diesmal nicht so knausern soll. Okay. 3 Flaschen sollten es schon Mein sein. Mann sieht das anders. Gut. Das war... Mehr brauche ich doch jetzt auch nicht. Dann können wir den Handel auf jeden Fall noch abschließen für den
Ich meine, wir können zwar zur Miliz und so, aber es sind harte Zeiten und ich war ja selber schon mal so ein Gauner aus der Minekolonie. Ist ab sofort das Kriegsrecht ausgerufen. Jetzt erzählt er was anderes. Jetzt erzählt der Herold ein bisschen was anderes. Jetzt ist Kriegsrecht ausgerufen. So, dann müssen wir hier nochmal vorbei. Und können da nochmal runter hupsen. So, dann ab zum Skip. Kann ich mich genauso gut hier undurchtauchend fortbewegen. Und dahin auf der Insel ist es Diebesgut von der Diebesgilde gelagert. Da kann ich dann auch irgendwann nochmal hier schwimmen. Haben wir aber jetzt nicht so, vor allem so kurz vor knapp. Vor Ende von der Episode machen wir das nicht. So, Skippy. Mit dir habe ich noch ein Geschäft zu erledigen jetzt. Und... wo sitzt er dann? Da sitzt er, der alte Dachdieb. So. Hier. Ich habe ein Paket von Baltram für dich. Was denn? Jetzt schickt er schon einen Laufburschen zu mir. Er hat die Hosen gestrichen voll, was? Naja. Was will man von so einer Händlerpfeife auch erwarten? Er sagt, er will 3 Flaschen von deinem Rum dafür. Das hätte er wohl gerne. Erst lässt er mich hier ewig warten, kommt nicht einmal persönlich und stellt obendrein auch noch Forderungen. Hier, gib ihm 2 Flaschen, damit soll er zufrieden sein. Okay. Hier nochmal. Kennst du jemanden mit einer Augenklappe? Ich kenne eine Menge Männer mit Augenklappe. Da gibt es so jemanden, der über das Land von Korenis läuft und er scheint dich gut zu kennen. Kann ich mir nicht vorstellen. Die Männer, mit denen ich zu tun habe, sind keine Landratten. Aber... Hör schon auf, mich interessiert das wirklich nicht. Okay. Wobei... wo habt ihr die... Ich hab dir schon gesagt, ich... Okay, der erzählt doch weiter nichts. Na gut. Piratenhandel. Okay. Gut, dann verticken wir das jetzt noch. Und dann schauen wir mal. Also irgendwann später können wir, wie gesagt, nochmal in die Richtung schwimmen. Wenn man sich zu weit vom, wenn man zu weit vom Kurs abweicht, dann kriegt man auch so eine kleine Sequenz gezeigt, wo unser wunderbarer Held hier in der Gegend rumschwimmt und so großes Seemonster wird auf ihn aufmerksam und frisst ihn. Von daher, man sollte nicht zu weit abweichen beim Schwimmen. Ich weiß noch, früher als Kind habe ich das irgendwie immer so gehabt, als Jugendlicher habe ich immer gedacht, wenn man so runterguckt oder so, sieht man dann so riese Maul, was dann den Charakter frisst, sodass man wenigstens irgendwie vorgewarnt wird, dass dieses Seemonster dann kommt. Und irgendwie war mir da immer so total unangenehm dabei bei dem Gedanke, dass du dann unten drunter so riesengroßes Monster erscheinen könnt. Boah, ich weiß ja auch nicht. Moment, Quatsch, das ist jetzt die falsche Richtung. Jetzt sehen mich auch alle in meiner Milizuniform. Ja, klasse. Selbst ist er nicht darauf gekommen. Okay, dann wickeln wir noch den Handel ab. Und danach geht's dann raus aus der Stadt in Richtung Kloster und dann Tote Harpie. Und dann können wir immer noch entscheiden, gehen wir nochmal zu Vatras zurück und beenden die Quest. Oder kommen wir wieder... oder kommen wir direkt ins Minetal. Schauen wir mal. Aber auf jeden Fall habe ich mich jetzt entschieden, eher die Hauptquest zu machen. Damit wir mal stärker werden. Und das Minetal härtet definitiv ab. Also so viel kann ich versprechen. So, am Magdalene und da ist er wieder. Bitteschön. Ich habe den Rum von Skip. Er hat mir allerdings nur 2 Flaschen gegeben. Verdammt teuer. Was bildet sich dieser Kerl ein? Ach, gib schon her. Viel kann ich dir dafür jetzt nicht geben. Das hier muss dir reichen. Ja, es war schon klar, dass es so einen Murks noch gibt. Aber die Quest Piratenhandel haben wir jetzt definitiv weg. Okay. Was ich vielleicht auch noch machen könnte, was mich jetzt einfach mal interessieren würde, ob ich das so gebacken krieg. Könnten jetzt eventuell nochmal 5 Minuten mehr wäre. Aber es interessiert mich, ob ich das jetzt gebacken krieg mit der Zauber, die ich da habe. Ob ich diese Banditen
am Leuchtturm dort mit platt machen kann. Weil so ein stinknormaler Feuerball hat ja offensichtlich nicht gereicht. Aber schauen wir doch mal, ob die anderen Zauber dafür helfen könnten. Wir haben jetzt 470 Gold. Das ist jetzt nicht gerade so die Welt. Aber schauen wir doch mal. So. Dann gucken wir nochmal, dass wir zu deiner Hansel hier kommen. Du hast kein Gegner wieder gespawnt, ne? Nö. Okay. So, dann kümmern wir uns noch um die flotte Bursche. Und nehmen du dafür einen schönen Zauber. Feuerregen ist... Nee, da brauche ich die in der Umgebung dafür. Probieren wir doch einfach mal Blitzschlag aus. Das ist ein neuer Zauber, glaube ich, den es nur im Add-on gibt. Ja. Okay. Und? Okay. Dann habe ich die mit gekillt. Das ist dafür schon mal recht nützlich. Dann sollte man nicht alles verschwendet oder so. Und nehmen noch ein bisschen Feuerkraut hier zu uns. Dann kommt der nächste Zauber dran. Dann hätte ich Sache. Unwetter könnte man nochmal ausprobieren. So. Wer du blöd, Mann. Oh. Nee. Das muss auch in der unmittelbaren Umgebung sein. Okay. Dann halt doch nicht das, sondern... Machen wir das ein bisschen anders. Ich habe auch kleiner Feuersturm gekauft, oder? Kleiner Feuersturm, genau. Probieren wir doch mal den aus. Kleiner Feuersturm. Und? Okay. Das hat jetzt nicht alle gekillt. Dann heilen wir uns nochmal hoch. Unser Mana zumindest wieder. Da gucken wir, dass wir nochmal Unwetter drauf wirken, auf die Bursche. So, Unwetter, Unwetter, Unwetter. Du Hammer. Okay. Nee, Quatsch, nicht Unwetter. Das wollte ich doch gar nicht so. Quatsch. Ich wollte den Blitzschlag, genau. So. Aber das jetzt nochmal. Und? Okay, der ist tot. Okay. Dafür soll ich mich wieder... Ups! Dafür soll ich mich wieder gut verstecken. Und dann schauen wir mal, dass wir uns wieder so hoch geheilt kriegen. Komm. Egal. So. Dann Kronstöckel bestimmt nicht. Feuerwurzel. Und hier nochmal ein bisschen knuspriges Salat. Und weiter geht's mit Blitzschlag. Sehr schön. Das waren dann die Hansel. Oh, der hat sich aber hier richtig eingebaut. Ah ne, ist nur ein Pfeil, der im Runtergefallen ist. Grobes Schwert. Ein Degen. 2 Dietricher. Ein bisschen Zeug. Okay. Ich glaube aber, da wartet noch einer drin. Ich gucke gerade noch mal kurz rein. Aber macht den Typ nicht schon fertig, wenn er denn... Ja. Obwohl, komm. Wir können es einfach mal ausprobieren. Und... Nee. Okay. Gut, ihr liebe Leute, dann will ich aber sagen, dass ich hier an der Stelle jetzt wirklich meinen Cut mache. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Ayan Yankee.